Warum ist es denn notwendig, Autos aus den Innenstädten zu verbannen? Es ist doch viel bequemer, wenn man von zu Hause in die Innenstadt, in ein großes Parkhaus fährt und dort dann zum Einkaufen geht. Naja, weil die Stadt als Organismus darunter leidet. Also die Frage ist, welche Art von Siedlungen wollen wir haben? Menschengerechte Städte haben den Maßstab des Menschen. Das ist die Schrittgeschwindigkeit, das ist der Flächenbedarf des Menschen, das ist die Dichte, das sind die sozialen Kontakte, das ist die Begegnung auf Augenhöhe, das ist die Vielfalt der Geschäfte. Und in dem Augenblick, wo Sie das Auto als individuelles Massenprodukt in die Stadt hineinlassen, zerstört es die Stadt. Ganz einfach vom Platzverbrauch her, von der Bedrohung der gesamten Umwelt. Das heißt, die Verbindungen in einer menschengerechten Stadt gehen primär quer über die Längsrichtung der Straße und nicht entlang. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir die Längsrichtung den Autos gegeben haben und damit zwangsläufig die Fußgänger aus der Stadt oder an den Rand verdrängt haben, den Radverkehr überhaupt. Und in den 50er, 60er Jahren war ja das Zukunftsverkehrsmittel Auto. Und da hat man auch den öffentlichen Verkehr eliminiert. Wien selbst hat ja damals 21 Straßenbahnen eingestellt, um dem Auto mehr Platz zu machen und wollte damit sogar fortfahren. Wie ist denn dann die Idee entstanden, sozusagen genau den umgekehrten Weg zu gehen, dass man Autos aus der Stadt heraushält, dass man den Verkehr in die Stadt hinein zähmt und reduziert, dass man Staus kreiert, dass man Fußgängerzonen kreiert. Wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden? In Wien hat das begonnen mit der Fußgängerzone, die ich damals planen durfte, als ganz junger Planer, weil wahrscheinlich keiner der renommierten Planer sich sozusagen seinen Ruf damit verderben wollte. Damals war sozusagen zukunftsorientierte Planung Autobahnen, Schnellstraßen und Ähnliches. Und ich hatte die Gelegenheit damals, die Innenstadt in Wien gemeinsam mit dem Architekt Viktor Gruen, der halt den städtebaulichen Aspekt eingebracht hat, sozusagen als Internist zu behandeln. Internist bedeutet, ich muss die Operation durchführen vor Ort bei einem Patienten, der sich heftig dagegen wehrt. Also man darf nicht vergessen, Kärntner Straße, Graben, Kohlmarkt, also alles Fußgängerzonengebiete von heute, Augustinerstraße, Herrengasse, da flossen damals rund 120.000 Autos täglich auf diesen Straßenzügen durch. Und man kann sich vorstellen, was die Kaufleute befürchteten, nämlich die Sache wird total zusammenbrechen. Und dann wurde die U-Bahn gebaut und die Straßen mussten geschlossen werden wegen der Baustellen. Und die Stadt hat diese Gelegenheit ergriffen, eben diese Planungen zu machen. Und bei mir ging es dann darum, erstens gegenüber der Bevölkerung diese Geschichte zu vertreten, was ziemlich heftig war. Und zweitens auch die Detailbehandlung. Also es geht ja nicht um eine Fußgängerzone, sondern man muss den gesamten Organismus der Stadt im näheren und teilweise auch im weiteren Umfeld entsprechend umorganisieren. Weil es ist ein operativer Eingriff in den Bestand eines lebendigen Organismus ohne Narkose. Und der Patient wehrt sich dementsprechend, aber man muss wissen, was im Endeffekt herauskommen soll. Das heißt, man trägt die Verantwortung für die Folgen als Planer. Das habe ich immer so gehalten. Und in Wien wissen wir in der Zwischenzeit, dass die Vorschläge, die ich damals machte, die zum Teil umgesetzt wurden, in der Zwischenzeit Wien unter anderem auch zur Weltstadt, was die Lebensqualität betrifft, Nummer 1 gemacht haben. Nicht allein, es sind ja viele andere Dinge. Aber natürlich der öffentliche Raum und die Begegnung der Menschen im öffentlichen Raum prägt die Kultur, prägt das Sozialsystem, prägt die Schönheit der Stadt. Das ist mir in Wien aufgefallen, aber noch stärker in Innsbruck. Als ich die Innenstadt von Innsbruck autofrei das erste Mal erlebt habe, da gab es noch erbitterte Kämpfe, weil die Tiroler sind ja noch kräftiger in der Abwehrreaktion, blieb mir der Atem weg vor der Schönheit dieser Innenstadt. Und das Interessante war, 2 Jahre später wollte das Ministerium die ganze Geschichte aufheben, weil sie in den Akten draufgekommen sind, wo wir Fußgängerzone bereits hatten. Das war offiziell eine Bundesstraße nach wie vor. Also das ist natürlich nicht mehr möglich gewesen. So blieb auch in Innsbruck die Innenstadt davon verschont und man hat sich später auch erweitert. Was sind sozusagen die Tricks, die Dinge, die Sie im Laufe der Jahre entwickelt haben, um wirklich den Verkehr aus der Stadt rauszudrängen, um zu verhindern, dass man eben mit dem Auto in die Innenstädte fährt? Im Wesentlichen, wenn Sie erfolgreich sein wollen, eine Stadt nachhaltig zu gestalten, brauchen Sie 3 Partner. Das eine ist der Experte oder die Experten. Die zweite Gruppe ist die Verwaltung, die das, was der Experte vorschlägt, versteht und auch umsetzen kann, verwaltungsmäßig.
Und das dritte ist der Politiker. Das sind die drei Teile, die Verantwortung übernehmen müssen, die aber völlig unabhängig agieren müssen, aber mit vollem Vertrauen zueinander. Das heißt, alle Maßnahmen, die ich umsetzen konnte, und ich konnte sehr viele Maßnahmen umsetzen, auch heute noch, beruhen im Wesentlichen auf einem Vertrauen zueinander und auf der Qualifikation der drei Partner. Dabei muss der Verwaltungsmann und der Experte sehr darauf achten, dass er gute Politiker nicht verbraucht. Das heißt, das sind die bösen Buben. Also ich war ja sehr häufig, besonders bei Bürgermeister Zilk, der gezielt böse Bube, der alle möglichen Dinge vorgeschlagen hat, wobei Bürgermeister Zilk dann das wusste. Wir haben sehr viele Sachen vorbesprochen, aber gesagt hat, okay, das können wir in diesem Ausmaß nicht umsetzen, aber Sie können das gerne vortragen. Und ich werde dann sagen, okay, so weit gehe ich mit. Das heißt, das ist ähnlich wie beim Fußballspiel. Nicht? Sie müssen dem Torschützen ein Loch machen, das ist dann der Politiker. Und Sie müssen den Pass so spielen, dass er dann das Tor schießt. Das ist ganz wesentlich, er muss den Erfolg haben. Ich wäre nicht gewählt. Das ist eine der wichtigen Geschichten, die kann man mit guten Politikern erfolgreich machen. Und die Bevölkerung ist ja in dem Augenblick, wo ich es umgesetzt habe, ja im Allgemeinen sehr angetan von der Geschichte. Also würde ich heute die Geschäftsleute und die Bevölkerung fragen, lassen wir wieder die Autos, die 120.000 Autos durchhin, würden die mich wahrscheinlich genauso angreifen wie seinerzeit, als ich das Gegenteil versucht habe umzusetzen, gemeinsam mit der Verwaltung, die es dann gemacht hat auch. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, den man ganz gut machen kann, ist, man sperrt irgendeine Anlage, eine Straße, die man, natürlich muss alles ordentlich vorher planen, genauso wie eine Operation. Ein Arzt, der einfach hineinschneidet auf gut Glück, ist ein Krimineller. Genau das Gleiche ist auch ein Projektant, der einfach Projekte oder Planungen betreibt, ohne den Patienten vorher untersucht zu haben. Das heißt, man muss die Operation genau sauber vorbereiten und wissen, wie der Heilungsprozess verläuft und wissen, wie der Patient dann später besser weiterleben sollte. Das heißt, da kann man als Trick dann verwenden, indem man dort eine Baustelle einrichtet, indem man dort irgendwelche Baumaßnahmen ergreift, große Schilder aufstellt, wo drauf steht, wir bauen für Sie. Weil die Autofahrer seit 60 Jahren gewohnt sind, wenn so ein Schild steht, dann wird immer für Sie gebaut. Und das beruhigt die zunächst einmal, das ist eigentlich wie eine kleine Narkose. Und wenn die Straße dann eröffnet wird, gibt es eben keine Autos mehr in dieser Straße. Allerdings muss man das entsprechend gut machen, weil in dem Augenblick, wo das zum Leben kommt, will keiner mehr die Autos drinnen haben. Das heißt, man muss es gut machen. Man darf nicht schlampig arbeiten, man muss sehr sorgfältig machen, die Sachen machen. Und was ganz entscheidend ist in dem Zusammenhang, man muss Schönheit in die Sache bringen. Etwas, was wir im Städtebau längst verloren haben. Das heißt, wenn Sie sich die alten Städte anschauen, dann sind die, wenn man sie von dieser Belastung befreit, plötzlich schön. Das erkennt man. Das heißt, sie haben einen Rhythmus, der sich mit der Jahreszeit, mit der Tageszeit ändert, der bei jedem Schritt den Menschen unterhält. Und da kommen die Menschen gerne hin. Die Menschen zieht es zur Schönheit. Das heißt, das ist eigentlich, was ich auch meinen Studenten versuche klarzumachen, die Aufgabe jeder Planung, auch der Verkehrsplanung, ist es im Endeffekt etwas Schönes zu machen, weil die Menschen ein Gefühl dafür haben. Schönheit kann man allerdings nicht quantifizieren. Das ist eine qualitative Größe, per Definition als quantifizierbar nie ausgeschlossen, aber wir können sie quantifizieren. Das ist mir dann auch gelungen, indem ich die theoretischen Grundlagen hatte. Und zwar ging es darum, ob ein schönes Umfeld eine Wirkung auf die Akzeptanz von Haltestellen hat. Und da habe ich eine Diplomarbeit vergeben, nachdem ich die Theorie hatte. Die Theorie basiert ja auf dem Energieverbrauch, den wir haben als Fußgänger und als Autofahrer. Also im Auto brauche ich ein Drittel oder die Hälfte der Körperenergie eines langsamen Fußgängers. Aber ich kann Geschwindigkeiten erreichen, die unvorstellbar sind für Menschen, die ja Fußgänger sind. Und diese Funktion konnte ich entdecken damals, weil ich die Homologie entdeckte zwischen einer Dissertation eines Kollegen, der in Bielefeld diese Funktionen abgeleitet hat, und den Arbeiten von Karl von Frisch. Nur dachte ich, so einfach gestrickt wie die Bienen sind wir nicht. Bei uns spielt auch das Umfeld eine Rolle. Wahrscheinlich bei den Bienen auch, möglicherweise. Jedenfalls hat es mich interessiert, und zwar deshalb, weil ich einen Forschungsantrag beantragt habe, weil wir für die Messungen die Pulsfrequenz verwendet haben. Weil da kann man ganz gut Energie messen, damals. Heute kann man sehr viel besser machen. Und da dachte ich mir, ich sitze in einem Raum, bin völlig entspannt und jetzt kommt eine attraktive Frau in diesen Raum, steigt mein Puls, wird positiv angeregt.
Aus der gleichen Situation kommt jetzt jemand herein, den ich überhaupt nicht mag, steigt mein Puls auch. Das heißt, der Puls wird zweifach angeregt, einmal negativ und einmal positiv. Und was die Herren gemessen haben, auch der Karl von Frisch, ist die negative Anregung. Das heißt, die Bienen wollen nicht die Futterstellen sehr weit haben, also zeigen sie das auch entsprechend in Verhaltensweisen, die man mathematisch beschreiben kann. Und genau das Gleiche findet auch bei Akzeptanz von Haltestellen statt. Und die gleiche Funktion ist dort auch vorhanden gewesen. Also ist naheliegend, dass eine gemeinsame Ursache den Menschen in einem technischen Umfeld und den Bienen im natürlichen Umfeld zugrunde liegt. Das war dann der Knackpunkt. Und dann habe ich gezielt eine Diplomarbeit vergeben. Ein Kollege, der keine Ahnung von dieser Theorie hatte, ich habe ihn nur gebeten, er möge mit einem ganz anderen Verfahren feststellen, wie die Akzeptanz von Entfernungen zu Haltestellen in einem autofreien Umfeld, also durch Parks oder durch Fußgängerzonen, die hatten wir dann schon, sie abbildet und einmal im autoorientierten Umfeld. Und siehe da, er kam zurück mit zwei parallelen Funktionen. Die Funktion, wo eben keine Autos störten oder keine Gefahr, kein Lärm und so weiter war. Ein attraktives Umfeld war einfach um mehr als 70% verlängert. Das heißt, die Leute akzeptieren 70% längere Wege, wenn das Umfeld schön ist. Und damit wird nun plötzlich ein qualitativer Begriff quantifizierbar. Und wenn Sie diese Geschichte dann haben, empirisch, dann können Sie sie jederzeit anwenden und sehr präzise dann Aussagen darüber machen, quantitative Aussagen, wie viele Fahrgäste Sie bekommen, wenn Sie das verändern und so weiter. Wir prüfen das jetzt seit 40 Jahren und das geht bis ans Land hinaus. Ich habe die Vinschgau-Bahn auf 3% ziemlich genau vorausgesagt, was dort stattfinden wird, obwohl kein Mensch geglaubt hat, was das sein wird. Und das funktioniert perfekt. Das heißt, das ist fundamentales menschliches Verhalten. Wir sind intelligent und faul. Und das treibt eben... Wenn man das jetzt ein bisschen konkreter noch wieder auf die Stadtplanung zurückführt, welche Wirkung hat denn eine Fußgängerzone, die man jetzt irgendwo einplant in der Stadt? Was passiert dann mit dem Verkehr? Also die Fußgängerzone hat die Wirkung, dass mehr Zeit gebunden wird, wenn sie funktioniert. Das heißt, die Zeit, die man sonst irgendwo verbringt, verbringt man dann dort. Und das sind auch die Ergebnisse, die wir aus den Befragungen haben. Also die Leute in der Fußgängerzone sind nicht alles Shopper oder Shopperinnen, sondern es ist ungefähr die Hälfte, die einkauft. Die andere Hälfte sind Leute, die flanieren, die in Restaurants gehen, die Nebengassen plötzlich entdecken. Und deshalb breitet sich eine Fußgängerzone so sukzessive auch in die Nebengassen überall aus, wenn Sie wissen, wie so der Heilungsprozess stattfindet. Und was ganz wichtig ist, dass man die Plätze frei bekommt, weil wir haben dann mit einem anderen Architekten, Professor Reiner, habe ich dann das Geheimnis dieser Platzstrukturen in historischen Städten entdeckt. Das heißt, historische Städte haben immer in Entfernungen von 200 bis 250 Metern Plätze und die haben bestimmte Funktionen. Und das war in Wien auch dann eine wichtige Geschichte. Ich konnte noch mit der Stadt gemeinsam die historischen Plätze, gemeinsam mit der Wirtschaft übrigens. Die Wirtschaft habe ich unbedingt dabei haben wollen, was dann auch gelungen ist, weil ich die Wirtschaft nicht schädigen darf und will. Und wir haben dann herausgefunden, dass die Beseitigung, das Freimachen der Plätze von geparkten Autos viel mehr Leute in die Stadt bringt, die dann viel mehr Geld in der Stadt lassen. Also im Prinzip sind das dann plötzlich Fußgängerzonen statt Parkplätze, als es der Fall ist, wenn die Autos dort herumstehen die ganze Zeit. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Also wenn Sie schauen, in Wien haben wir im Prinzip alle historischen Plätze in der Innenstadt und auch an anderen Stellen als Parkplätze eliminiert. Das hat natürlich die Autofahrer vielleicht gar nicht so gefreut, aber es gab zum Teil auch Möglichkeiten, die Autos in Garagen unterzubringen, aber man hat festgestellt, mit dem guten öffentlichen Verkehr ist das auch nicht mehr notwendig. Jetzt gibt es ja auch immer wieder sozusagen das Ärgernis der Autofahrer, eine rote Welle. Früher hat man grüne Wellen geplant, jetzt plant man rote Ampelwellen. Warum? Also ich habe sozusagen die Unschuld der grünen Wellen in München verloren. Ich bin in den 60er Jahren, in den frühen 60er Jahren nach München gekommen, um dort eben sozusagen die Signalsteuerung zu optimieren, gemeinsam mit dem Herrn Zimmermann damals. Habe am Vormittag natürlich Weißwurst essen müssen dort, was ja sehr angenehm ist. Aber damals haben wir gezielt rote Wellen, noch ohne Computer, sondern auf einer Stecktafel gemacht mit so Gummibändern.
und haben entlang der Schnellbahnen die Signalanlagen so gesteuert, dass die Autofahrer dort, wo Schnellbahnen eingeführt werden, 15 Minuten Zeit bis nach München verlieren sollten. Also die sind immer auf eine rote Welle aufgefahren und wenn man das zusammengerechnet hat, hätten 15 Minuten immer oder so viel wie möglich herauskommen sollen. Da habe ich rote Wellen kennengelernt. Ich habe dann später promoviert im Bereich der IT-Geschichte, also in den frühen Anfängen über Detektoren, Positionen und Optimierung von Systemen und ähnliche Geschichten. Und habe dann nach der Fußgängerzonengeschichte in Wien die Möglichkeit gehabt, Bereiche zu bearbeiten im Rahmen der Verkehrskonzeption, die 1981 beschlossen wurde, wo ich dann Prinzipien aufgestellt habe, dass jene Verkehrsmittel, die den öffentlichen Raum am effizientesten nutzen, absolute Priorität bekommen müssen. Weil wir haben nur einen begrenzten Raum und wir müssen jene Verkehrsmittel, die die Mobilitätsbedürfnisse am sparsamsten erledigen, priorisieren. Das sind die Fußgänger, das sind die Radfahrer, die gab es damals nicht in Wien, und der öffentliche Verkehr. Also entstand damals das Prinzip absolute Priorität für den öffentlichen Verkehr. Das hat dann zwei Wirkungen erzeugt. Das eine ist, es wurde das Straßenbahnkillen gestoppt, zum Glück für Wien. Und der zweite Effekt war dann, gemeinsam mit dem Stadtrat Nitl, wir haben dann die Straßenbahngleise sukzessive begonnen, von Autos freizumachen. Das heißt, wir haben damals die sogenannte Stuttgarter Schwelle, in Deutschland heißt sie in der Zwischenzeit Wiener Schwelle, eingeführt zwischen den Trassen der Straßenbahn und den Fahrbahnen des Autoverkehrs, wobei die Autos früher alles besetzt haben. Und da gab es eine Kreuzung bei uns, wo der Linksabbieger des Autoverkehrs einfach alle Fahrpläne von 4 oder 5 Straßenbahnen durcheinander gebracht hat. Die konnten keinen Fahrplan mehr fahren, das war verheerend. Und dort haben wir begonnen. Es gab einen riesen Aufschrei des Autoclubs, der hat dann zum Anlass genommen, weil eine Frau sich das Stöckelschuh abgehaut hat auf dieser Schwelle, die Kriminalisierung meiner Vorschläge und so weiter zu betreiben. Aber in der Zwischenzeit, damals waren glaube ich 20% der Strecken autofrei, heute sind es knapp 78%.